Guten Tag an alle Zuschauer. Wir hoffen, Sie sind auf ein spannendes Qualifying eingestellt. Die Teams hier in Kanada schließen gerade ihre letzten Vorbereitungen ab. Der Grand Prix in Kanada wurde in den letzten Jahren von Ferrari, McLaren und Williams dominiert, die hier insgesamt über 30 Siege eingefahren haben. Also erwarte ich von diesen Teams auch heute wieder eine gute Leistung. Mercedes hat so ein starkes Paket, dass es falsch wäre, ihnen jegliche Siegchancen abzusprechen. Natürlich bringt jede Saison auch immer neue Herausforderer mit sich. Es wird sich also alles erst im Rennen entscheiden. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu F1 2015, der 2014. Saison. Und ja, wir sind, wie schon erwähnt wurde, ist vom Moderator, wir sind hier in Kanada und ja, wir sind im Qualifying. Wir schauen jetzt ganz kurz schnell rein. Sollte vom Wetter her eigentlich so bleiben. Ja, der Raikkonen geht schon raus. Das machen wir jetzt an. Wir tun das Setup einstellen, weil ja eigentlich die Strecke sehr schnell ist, also nicht wahnsinnig langsam. Tun wir ein bisschen den Abrissdruck erhöhen. Der weg. Nein, ist doch der weg. So. Ja, ich lasse einfach die Standardeinstellung so ein 4. So. Moment kurz. So, dann müssen wir ganz kurz schnell den Controller ausschalten. Weil sonst kommt eben der Moderator oder beziehungsweise einfach der Ingenieur kommt dann nur dort raus und nicht über den Fernseher und dann würdet ihr den Ton nicht mehr hören. Wow. Die Strecke müsste breit noch bleiben. Zu früh gewesen, aber wir probieren jetzt einfach mal unser Bestes zu geben. So, den Motor ein bisschen aufdrehen. Wow. Okay, die Runde ist noch gültig, so wie es aussieht. Hat es auch recht geschnitten. So, da dürfen wir einfach den Bremspunkt nicht verpassen. So, wir sind auf Position 2. Ich dachte irgendwie, dass ich jetzt weit rausrutsche und dass das Ganze, ja, sagen wir, das Qualifying alles sehr einfach geworden ist. Also ich muss schon die Schwierigkeitsstufe noch einmal rauf tun. Also es ist jetzt schon auf schwer. Und jetzt muss ich gerade mal etwas schauen, vor allem fürs Rennen. Kanada ist die einzige Rennstrecke, wo man wirklich mit Vollspeed da kann, genau, voll reinbrettern, das Auto bremst es einfach voll ab. Ist gut zu wissen natürlich. So. Ja, aber wir bleiben auf dem Platz 2. Sehr gut. Lewis Hamilton hat im heutigen Qualifying eine beeindruckende Leistung geliefert. Für das morgige Rennen steht er damit auf einer sehr guten Startposition. Er weiß einfach, wie man punktgenau eine tolle Runde fährt. Ich glaube, er freut sich über die Pole, auch wenn man es ihm nicht ansieht. Gut, also wir starten von Position 2. Unser Teamkollege der Kimi Räikkönen startet von Position 8. Er hat ein bisschen anständiger Problem gehabt, das war einfach ein bisschen langsamer. Wir schauen, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo und Felipe Massa. Rosberg ist auch ziemlich weit hinten, stündlicherweise. Button, da kommt eben Räikkönen, Hülkenberg, wahrscheinlich vor mit dem Force India, Perez auch. Vettel, weit hinten, Position 11. Okay, Magnussen ist nachher auf Position 12. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir mal, oder springen wir mal ins Rennen über.
Willkommen hier am Circuit Gilles Villeneuve zum heutigen Renntag. Die Tribünen füllen sich nach und im Fahrerlager waren heute Morgen schon alle auf ein spannendes Rennen eingestimmt. Heute steht Lewis Hamilton auf der Pole. Der Mercedes dominierte das gestrige Qualifying und mit diesem Motorvorteil kann man sich kaum vorstellen, dass irgendeiner ihm heute den Sieg streitig machen kann. Sein Werk ist noch nicht ganz vollbracht. Er muss seine Pole auch noch zu nutzen wissen und sie in einen Rennsieg verwandeln. Solange er keine mechanischen Probleme hat und gut durch die erste Kurve kommt, könnte das ein perfektes Wochenende für ihn werden. Das war ein guter Tag und vor allen Dingen ein schöner Sieg für Lewis Hamilton beim letzten Mal. Und er wird hoffentlich diesen Aufwind mitnehmen und heute mit einem Lächeln im Gesicht ins Rennen starten. Er weiß, dass er die anderen schlagen kann, solange sein Mercedes so zuverlässig läuft wie beim letzten Mal. Hamilton kann heute alle schlagen und häufig ist er allen eindeutig überlegen. Er hat es einfach raus, zusätzliche Zehntel herauszuschlagen, was anderen nicht liegt. Ich erwarte, dass er heute im ersten Abschnitt besonders gut wegkommen wird. Okay, gut. Hätte Hamilton letztes Mal gewonnen? Ich weiß es selber nicht. Also zum letzten Rennen muss man sagen, das war sowieso so gewesen, dass mein Mikrofon eigentlich abgekackt ist am Ende des Rennen. Und ja, West bis zum Schluss geschaut hat, ich habe den Kimi Räikkönen rausgedrückt und ja, wegen mir hat er schlussendlich noch einen Reifenschaden gehabt und ist recht zurückgeflogen. Also die wirklich, es tut mir leid, dass ich den so rausdrücken musste. Oder musste, dass ich ihn rausgedrückt habe. Gut, aber das war jetzt in Monaco gewesen. Wir sind jetzt in Kanada und starten mal die ganze Sache. Ja, unser Ingenieur ist sehr zuversichtlich. Meint, wir gönnen das Rennen. Wir sind ja, ordentlich weggekommen. Gehen innen durch. Hamilton ist innen. Wow, ein bisschen so driftet immer noch neben Hamilton. Ui! Immer noch neben Hamilton, oh mein Gott. Wow, jetzt hat er abbremst, jetzt ist er zurück, jetzt hat er zurückgesteckt. Ui! Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ja, kein Spoiler-Schaden geholt. Alter! Der Hamilton wieder. Unglaublich, 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 unglaublich. Der Hamilton hat mich da voll rausgedrückt. Ey, gibt's ja nicht. Hamilton wieder. Der Sack. Der hat mich voll weggetragen. Das ist genau gesehen, wie ihn im Rückspiegel reingezogen hat. Okay, jetzt müssen wir das ganze Feld wieder aufholen. Scheiße. Ja, verwundert mich nicht, die haben ja getragen vorher. Oh, fuck, 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 fuck. Ah. Ich bin ein bisschen schnell unterwegs gerade. So, wir finden aber langsam wieder den Anschluss, aber da noch eine gute Position rauszuholen, wird verdammt schwierig werden. Aber der Hamilton hat uns eindeutig gedreht. Also wirklich extrem krass, okay. Wir sind Runde 2, Anfang von 18. So, da gehen wir mal am Russia vorbei. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest.
grusiger Wagen heute. Wir sind zufrieden mit dem aktuellen Zustand der Reifen. Du solltest noch eine Weile fahren können, bevor du dir Gedanken machen musst. Okay, ich muss jetzt auch dann nachher noch auf einen Sparmodus schalten vom Benzin her. Weil mir geht der Benzintank oder beziehungsweise Füllung geht nicht ganz auf mit der Renndistanz noch. Und dass ich da noch stehen bleibe. Die RS haben wir noch, sehr schön. Und jetzt können wir da ein bisschen wegziehen. Die Kurve ist der Horror. Also ist aber geil. So, also wir sind jetzt momentan wieder auf 16. Also haben da schon recht aufgeholt. Alter. Vor uns ist Bianchi im Marasha, okay. Nicht schlecht. Im Marasha so weit vorne. Wow. So, Bianchi haben wir. Nur noch Jean-Reguin vor uns und Gutierrez. So, dann haben wir DRS. Ein bisschen riskanter hier. Bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. So, vor uns Kwiat, wo im Toro Rosso ist. Aber, wir holen auf. Es sieht nicht schlecht aus, wir können da wirklich noch etwas reissen. Wenn ich meine Pneu noch ein bisschen einigermaßen schone und nicht so rumdrifte. So Sprit lenkt wieder um, aber die Hinterräder eindeutig recht beschädigt schon. Das heisst, ich werde jetzt hinten ein bisschen Gripverlust haben. Gut, kein DRS bekommen. Kwiat sollte ich aber auch keinen haben. Alter! Ich muss doch ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht so schneide. Benzin sind Tank. Noch 3/4 der Benzinlast. Ja, Okay, noch 2 Runden bis zum so, jetzt haben wir das Update installiert. Stint bekommst du Primes. Oh, ich rutsche extrem um mit diesen Pneu. Dann habe ich eigentlich mein Boxenfenster. Box 8. Also Runde 8, ja. Okay. Durch das ganze Umgedrift, das ich immer habe, verliere ich recht viel Zeit damit, beziehungsweise Positionen auch. Also Positionen nicht gerade, aber Zeit einfach auf dem Vordermann so. Muss ich das wirklich ein bisschen vermeiden. DRS. So. Alter, aber die sind verdammt schnell. Wieso bin ich so langsam? Ah, aber da sind sie wieder recht langsam.
So, das war jetzt ein bisschen geschnitten gewesen. Vor uns Vettel. Wir sind wieder in den Punkten drin. Der war jetzt verdammt knapp gewesen. Und gerade 2 auf einmal kassiert. Und wir sind... Oh! Jetzt haben wir fast Hülkenberg gedreht. Vor uns ist der Räikkönen. Oh, Alter! Ah, shit, unsere Pneu. Wir sind sofort kühlen, okay. Ah, so nicht. Ja, meine Reifen sind langsam aber sicher durch. Ja, er fährt ein bisschen schneller, hat ein bisschen ein anderes Setup drin als ich. Wird ein bisschen schwierig werden. Was? Bin ich mal DRS-Zone? Jawohl, also dieser Runde Box. Und da hoffen wir auf einen sehr guten Boxenstopp, dass wir da noch ein bisschen Position rausholen können. Ah, sorry, muss ich so machen. Weil ich kann meine Reifen nicht mehr so stark belasten. Also ich möchte vor allem beim Anbremsen, ich habe keinen Grip mehr. Ich rutsche wirklich noch. In der Kurve ist auch mehr ein Drift als ein Fahren. Ah, da geht der Räikkönen wieder vorbei. Ja, also in dieser Runde Box. Okay, Benzinreserve, ja, ein bisschen haben wir ein bisschen. Ja, kannst vorbei, Räikkönen. Alter Räikkönen, ich muss in die Box. Batz! Einfach von irgendwie 100 km/h einfach gerade, nein, 100 km/h von 200 km/h einfach gerade auf 80 km. So, und jetzt guter Boxenstopp. Kommen die Jungs. Ja, 2,3, hey, perfekt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist fucking schnell, 2,3. Urgeil, urgeil, wirklich sehr geil. Hinter uns ist Vettel. Und wir sind jetzt auf Platz 13. Und mit diesen Reifen müssen wir jetzt schonend fahren. Wir haben da gute 10 Runden, kann man sagen, vor uns. Und wir noch mit diesen Reifen fahren. Ja, jetzt DRS kommt. Gut, DRS haben wir sicher. Jetzt sind wir noch Feckmaschine. Und jetzt machen wir eine schnelle Runde. Was? Ja, kein DRS? Hä? Shit, der Messpunkt war vorne, ja. Wow, Alter! Verwarnung, Kurve abgekürzt. Okay, jetzt ist die Verwarnung gekommen, die ich schon lange erwartet habe. Da muss ich gut aufpassen. Schnellste Runde montiert, sehr gut. Da können wir es wieder rausbaten, Ricciardo. Aber wir haben ein paar Plätze gut gemacht. Wir haben recht viele Plätze zugemacht. Wir sind jetzt vor dem Massa. Da haben wir nochmal ein Update installiert. Vor uns Ricciardo, Magnussen, Perez auf Platz 3. Wow! Alter! Da war jetzt ein verdammter Drift. Ah, sag nicht.
Da längt's, da längt's. Da muss es länger. So, wir haben noch DRS, hoffentlich jetzt. Ja, haben wir. Aber wieso bin ich so langsam mit dem Ferrari? Hoch, aufpassen. Oh, die gehen ins zweite Box rein dort vorne. Oh mein Gott. Die sind nebeneinander, die Boxy. So gut. Reifen sehen noch nicht sehr abgenutzt aus und sollten noch eine ganze Weile durchhalten. Achte darauf, dass du weiterhin gut mit ihnen umgehst. Okay, ihr seid jetzt schon mit den Reifen vorsichtig umgehen. Das heisst, ich muss jetzt ein bisschen Reifen schon fahren, bin aber schon auf Platz 3. Ich hatte eine riesige Untersteuer. Vor uns ist Rosberg und der Hamilton. Ich verbremse mich ein bisschen oft. Okay. Der Reifen sieht sehr gut aus noch eigentlich, also keine Beschädigung, Temperatur auch okay. Benzin, Überschuss in Runde. Da war es auch recht gecuttet. Aber wir haben einen rechten Vorsprung auf Rosberg jetzt. Vorsprung. Aufgeholt auf Rosberg, meine ich. Ah, hey. Alter. Okay, da muss ich schon cutten. Weil nicht gerade so saubere Reifen, habe gar keinen Grip mehr. Ja, ich muss aufpassen mit Kurven schneiden, das ist einfach immer zu eng. Schön jetzt weit raus. Wir sind knapp über der DRS-Zone. 6 Zehntel. Das heisst, da zieht wir jetzt wieder davon, weil Mercedes einfach viel schneller ist. Oh! Also das war jetzt extrem gecuttet, dass ich da keine Warnung bekommen habe. Also muss ich echt aufpassen. Da kann wirklich schlecht rauskommen. Wir haben den Rosberg und jetzt sind wir wieder beim Hamilton. Die Ratte, die mich immer trägt. Das ist wirklich... Oh, Alter, das ist noch so Untersteuern. Dem habe ich wirklich am meisten Catch immer. Oh nein, es ist Bottas. Wo ist Hamilton? Wo ist Hamilton? Okay. Interessant. Oh, ich habe so Mühe, das Auto auf der Straße zu behalten. Die Probleme hatte ich in Monaco nicht. Dort hatte ich ein anderes Setup drauf. Aber da ist es jetzt extrem. So, DRS wird nicht länger. Ja, er wird DRS haben. Ja, er hat DRS. Ja, da muss ich echt aufpassen. Jetzt habe ich einen zugeschaltet. Die Pneu sehen jetzt so gut aus, aber was das wirklich noch sind, ist die zweite Frage. Wir sind am Bottas, wo ist der Hamilton? Also, ich finde es ja gut, aber ich will wissen, wo er ist.
Wow, jetzt bin ich wirklich sehr sauber gefahren. Und wir sind wieder Erste, unglaublich. Wir sind Letzte gewesen. Ah. Wo ist der Hamilton? Ah, ich muss hure aufpassen auf das Gedrift immer. Da geht es so dermaßen auf den Pneu. Das ist nicht so schön. Ah! Alter, wie knapp. Also jetzt habe ich fast die Wand geküsst. Und das war ein schöner Drift. Nur ich denke jetzt mit Pneu, ja, jetzt sind es geil geworden. Oh, ich verbremse mich immer, es ist so krass. Ich kann nicht richtig abbremsen. Entweder bremse ich mit Spalt und dann rutsche ich voll drüber raus. Die Kurve habe ich so einigermaßen jetzt draussen. Letzte Runde war es wirklich noch einigermaßen gut gewesen. Ah, Wall of Champions heisst übrigens die Kurve da vorne, wo jetzt kommt. Nicht Wall of Fame, Wall of Champions. Die habe ich einigermaßen auch draussen. Also im dritten Gang. Uiuiui. Ich habe gerade Doppelverwarnung bekommen. Jetzt muss ich wirklich aufpassen. Ja. Das heisst, ich fahre jetzt ein bisschen safe. Langsamer. Probiere da nicht irgendwie. Probiere da jetzt nicht wirklich irgendwie noch schnell zu fahren, gute Rundenzeit zu machen, sondern einfach wirklich sicher heimfahren. Noch. Es sind noch 2 Runden. Ne? Wie viel Sprit haben wir noch? Eine Runde. Gut, jetzt weiss ich, was das Problem ist. Ich fahre einfach die scheiß Kurven immer ein bisschen falsch an. Und Reifen, ja, recht beschädigt schon. So, also wieder aber schnell ein bisschen auf die Strecke konzentrieren, weil jetzt bin ich wirklich normal gefahren. Das Auto driftet übelst rum. Ah, jetzt habe ich eingelenkt. Aber da rutsche ich gleich immer extrem raus. Für das, dass ich auch jetzt wirklich weit draussen war. Vielleicht muss ich noch weiter raus. Ich weiss es nicht. Jawohl, sauber. Sehr gut, jetzt bin ich wieder weg von Bottas und Rosberg. Rosberg hat Bottas überholt. So, und jetzt kommen wir zur letzten Runde. Wir tun jetzt noch die Fackmaschine. Jetzt hauen wir noch eine riesige Runde her.
Auto ist ein bisschen aggressiv. Oh! Fast ein bisschen zu spät abbremst. Hat es noch so schü passt. Also wirklich extrem knapp. Oh, noch angeschlagen. Aber wir kommen jetzt auf die finale Gerade noch zu. Jetzt kann eigentlich nur noch ein Knall in die Wall of Champions stoppen. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht. Dort in Gang. Nicht schneiden. Den kleinen Drift noch hergelegt. Und das ist der Sieg. Wir haben gewonnen. Wir haben den kanadischen Grand Prix gewonnen. Ein weiterer Sieg für das Team aus Maranello. Die Tribünen sind rot gefärbt vom Flaggenmeer der Ferrari-Fans. Ja, auf jeden Fall. Ein geniales Rennen, das auch den Fans große Freude bereitet hat. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Gut, wir haben also gewonnen. Wir sind jetzt wieder mit 25 Punkten belohnt worden. Und so ist Nico Rosberg geworden, Valtteri Bottas, dann kommt der Daniel Ricciardo, dann Massa Räikkönen auf Position 6, sehr gut. Von Position 8 auf 6, also hat auch noch einen richtigen Punkt gebracht. Vettel 7., 8. Hülkenberg, Magnussen, Perez, Button und schon Eric Vergne. Aber wo ist der Hamilton? Wo ist er? Oh mein Gott, er hat einen Unfall gehabt. Der Hamilton ist draussen. Er ist ziemlich viel rausgefallen, aber sehr gut. Das heisst, wir haben wieder recht gute Chance, vielleicht nicht auf einen WM-Titel, aber dass wir wirklich weiter raufkommen. Denn Hamilton ist, soweit ich weiss, Erster, hat immer recht viele Punkte kassiert. Das heisst, er ist jetzt ein bisschen zurückgekommen. Das heisst, es kann wirklich wieder spannend werden. Wir schauen noch einmal auf Gesamtteam. Bewertung, jawohl. Also wir sind jetzt auf Position 4. Lewis Hamilton ist nicht mehr Erster. Ist nicht mehr Erster. Ist Rosberg immer Erster gewesen? Ich weiss gar nicht, ich glaube Hamilton ist Erster. Aber Hamilton ist Zweiter. Bottas Dritter. Okay. Ricciardo, Vettel, Massa, Räikkönen. Ja, sehr gut. Konstrukteur, wie sieht es da aus? Wir sind Vierter auch. Red Bull ist jetzt einen runtergefallen. Die könnten wir auch noch holen beim nächsten Rennen, wenn wir da gute Punkte holen. Aber klar, erster ist Mercedes. Die sind natürlich sehr, sehr weit oben. Mal. Gut, also, dann würde ich mal sagen, ist das vom Rennen hier in Kanada. Wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich immer über eine positive Bewertung freuen. Sowie auch über ein Abonnement für weitere Folgen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Rennen wieder. Das wird wo ist das nächste Rennen? Da schauen wir noch schnell. Da kommt Wiederholung, wir haben aber nicht gesehen. Mal schauen. Ich glaube, das nächste Rennen sollte sein Österreich. Hätte ich jetzt mir gedacht, okay, wir können auf Österreich an Spielberg. Sehr, sehr gutes Rennen wird dort werden, denke ich mal. Sehr, sehr geile Strecke vor allem. Ich mag die Strecke. Und ja, würde ich sagen, wir sehen uns dann am Spielberg wieder. Bis dann sage ich, macht's gut und tschüss.